einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Wir sind hier an der Zürich Game Show. Die einen Vlog von dem ganzen Event erwartet haben, schauen doch einfach nochmal am Mittwoch auf meinem Kanal vorbei, weil dann kommt der Vlog von heute online. Der ist ein bisschen mehr actionreicher als das Video heute und ich würde sagen, wir machen jetzt mal uns auf den Weg und fragen ein paar Leute, was sie hier von der Zürich Game Show halten. Wieso sind ihr hier an der Zürich Game Show? Mir ist es weiterempfohlen worden, also mein Vater hat es mir gesagt. Also bist du eigentlich nur da, weil es dir ein Kollege oder so empfohlen hat? Mich hat es interessiert, ja. Was interessiert dich denn am meisten von der ganzen hier an der Zürich Game Show? Ja, eigentlich, was man alles so für Games ausprobieren kann. Das wegen Gamen natürlich. Okay, also und ihr? Wieso sind ihr hier? Gamen. Auch Gamer, du? Ja, einfach auch wegen den neuen Spielen, die rausgekommen sind, wie Spider-Man oder so Zeug. Hast du es dann schon angespielt? Ja. Und wie kannst du sagen, ist es gut, schlecht? Ja. Also, ich kann es weiterempfehlen. Interessiert vor allem Nintendo. Also, ja, Nintendo-Produkte und so. Also einfach vor allem die Spiele von Nintendo? Ja, genau. Was haben denn heute schon alles gespielt von Nintendo? Super Smash Bros. Er hat im Fall mit dem Nintendo Super Smash Bros. Gespielt. Und wer ist jetzt der Nintendo für die Leute, die ihn jetzt nicht würden kennen? Er ist ein deutscher YouTuber, wo ziemlich alle Nintendo-Spiele spielt. Wie ist euer Eindruck allgemein von der Zürich Game Show? Was könnte man jetzt verbessern fürs nächste Jahr? Nichts, das ist einfach super. Stimmung? Genial. Was macht denn ihr an der Zürich Game Show hier? Ich mache Leute in Tekken fertig und sage ihnen, sie sollen ins E-Paradise kommen. Aha, das E-Paradise. Was ist denn das genau für Leute, die es jetzt nicht würden kennen? Das ist eine E-Sports-Bar in Altstädten. Du kannst wirklich kommen, ein bisschen trinken, Xbox zocken, Playstation, PC, alles Mögliche. Wir haben auch Public Viewing von grösseren Matches jetzt auf der Welt halt alles aufs Zocken bezogen. Das heisst, ihr macht hier Leute fertig, um mich nachher für euer Geschäft nachher zu werben? Nur ich. Und du? Also ich bin da, mache Werbung für uns natürlich, damit jeder es mitbekommt, weil es ist halt in der Schweiz selten, dass es da eine Gaming-Bar gibt. Ich meine, bei uns kann man saufen und gamen, alles zusammen. So. Guten Tag, was machst du so an der Game Show? Ja, gamen. Sonst nicht viel? Doch. Leute kennenlernen, wie hier als Geekstückli. Und was hast du heute, also hauptsächlich jetzt gamed? Super Smash Bros. Natürlich bei Nintendo und Super Mario Party, es ist schon geil. Und ja. Du bist jetzt 3 Tage hier, oder wie lange? 3 Tage bin ich da, ja genau. Und was kannst du sagen, was ist so dein erster Eindruck bis jetzt von der Game Show dieses Jahr? Ja, ich finde es recht geil gemacht, eben. Du lernst mega viele Leute kennen, so vom Internet, die du kennst und so weiter. Und eben, du kannst die Games spielen, die du willst. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch das Sushi heute geschenkt bekommen. Das ist so geil. Ja, voll. Ich habe hohe Freude. Und, ja. Wo könnten dich die Leute finden, wenn sie jetzt zum Beispiel dir zuschauen, wenn du spielst? Ja, natürlich bei Nintendo, Super Smash Bros. Ja, und jetzt im Internet, du hast ja einen Twitch. Ah, ja. Bei Twitch, /Swissnintendo. Und da können wir zuschauen, wenn ich Nintendo Games game oder auch anderes Zeug. So, hier kommen wir zu den ganz coolen Leuten. Das sind an der Game Show. Und was macht ihr hier an der Game Show? das SDP bei Clan Event. Aha, darum habt ihr auch alles gleiche T-Shirt da? Ja. Außer du und sie und... Ja, ich gehöre ja auch nicht zu eurem Clan. Egal. Wieso sollte man zu eurem Clan beitreten? Das ist toll. Fucking Geisten sind straight up. What? Wir sind die Geisten. Wer sagt das? Wir. Ah, ihr. Okay, weil die eigene Meinung ist ja immer am meisten wert, wenn man bezüglich weiss. Was machst du heute an der Zürich Game Show? Eigentlich nur zuschauen. Also du bist nicht da zum Zocken, sondern einfach zum anderen Leuten zuschauen, wie sie zocken? Wenn ich mal irgendwo drankomme, vielleicht schon, aber... Also, was ist so dein Favorit? Was würdest du jetzt sagen, das möchte ich unbedingt heute ausprobieren, zocken? Keine Ahnung, habe ich nicht wirklich. Also du bist einfach da und schaust, wo es freie Platz hat? Genau. Was machst du heute an der Zürich Game Show? Ich wäre mal dahin gekommen, weil ich nichts zu habe. Also gibt es nicht einen Grund vielleicht für Games oder so, sondern einfach weil du einfach nichts Besseres zu hast? Ja, nein, eigentlich nicht groß, aber vielleicht wenn es Overwatch hat, dann bin ich noch ein bisschen wegen dem gekommen. Also hauptsächlich wegen Overwatch? Ja, ich habe mich nicht informiert, ob es hat, aber einfach, ja, mein Kollege hat mir gesagt, es gibt das und dann, ja, gehen wir da hin. Und sonst, was hast du heute sonst noch vor, vielleicht nur zu schauen? Nicht mehr. Nicht, einfach nur Overwatch suchten, wenn es es hat? Ja. In dem Fall wünsche ich dir noch viel Spaß beim Suchten. So, was macht ihr hier? Man zockt Fortnite Mobile. Fortnite? Ernsthaft? Ja, warum nicht? Gib mir einen Grund, wieso die Leute sollen anfangen mit Fortnite spielen. Weil es Spaß macht. Was macht denn so Spaß? Ich weiß es nicht. Gut, das ist eine solide Meinung. Das heisst, ich müsse zu dir kommen, du sagst hier der Rennchef. Das ist richtig, ja. Was was macht man denn hier an dem Stand?
Man probiert eine Zeit zu schlagen oder die bestmögliche Zeit zu fahren. Und wer gibt denn die Zeit vor? Ich. Wie viel? 1,57,5 heute Morgen. Okay, das ist eine extrem starke Zeit. Und was machen die sonst noch außerhalb jetzt von der Game Show? Wir bauen die Simulatoren, die ihr hier seht. Wir haben aber auch ein Eventcenter in Horgen, Raum Zürich, wo 8 von denen stehen, wo man alle miteinander gegeneinander fahren live, so wie jetzt die beiden hier. Und ja, wir verkaufen sie entsprechend oder sie eben auch vermieten. Okay, cool. Also eben, wenn ihr irgendwie im Motorsport interessiert seid und wenn wir einen mega coolen Simulator fahren, gehen wir vorbei, irgendeine Homepage, wo man euch finden kann? Genau, race-sims.com. Gut, das blende ich euch glaube ich ein, dann findet die Homepage sicher. Danke fürs Interview. Und diskutieren. Ja, wir müssen jetzt, also unser Kollege hat gerade VM-Controllers einen neuen Controller gekauft und jetzt haben wir halt einfach gesagt, er wird jetzt ein Stückchen besser halt, ja. Und wieso? Liegt es einfach nur am Controller? Ja, halt auch wegen der Pedals und halt auch Triggers, man kann besser schießen und so. Das heisst, ich, der jetzt absolut noch nie mit einem Controller gespielt habe, wäre jetzt besser als du, weil du einen normalen Controller hast? Nein, selbst schon nicht, aber man braucht halt auch Erfahrung, aber sonst glaube ich schon, ja. Aber nicht viel halt, ja. Also kommt es vor allem auf die Erfahrung und den Controller drauf an? Ja. Also nicht auf den Skill selber, den eine Person hat? Selbst schon auch. Aber man braucht halt Skill, aber vor allem halt ein bisschen, ja. Also willst du jetzt von dir selber behaupten, du hast jetzt mehr Skill als er, dass er jetzt extra einen Controller braucht und du nicht? Nein, also ich brauche auch so einen Controller, aber er hat am meisten Skill da. Also du? Ja. In welchem Spiel dann? Ja, Fortnite und Call of Duty. Wieso Fortnite? Gibt es da irgendeinen bestimmten Grund, wieso man Fortnite spielen sollte? Ja, weil es einfach gratis erstens ist und weil halt für das es gratis ist, hat man viel Spielerlebnis und es macht auch Spaß mit Kollegen zu viert in einem Squad spielen oder im Duo mit seinem Kollegen oder so. Und es macht einfach viel Spaß. Der erste, wo man wirklich eine Begründung für Fortnite kann liefern. Was schaut ihr jetzt da genau zu? Fortnite. Was? Fortnite. Und wieso schaut ihr jetzt da unbedingt zu? Ist das Spiel so cool? Ja. Gibt es irgendeine Begründung, wieso du kannst sagen, Fortnite ist das beste Spiel, das man unbedingt spielen muss? Bauen. Also einfach das Bauen? Ja. Also man muss nicht können schiessen, sondern einfach nur bauen? Weil dann könnte man ja Minecraft spielen. Nein, Schiessen ist auch gut, aber Bauen und Schiessen zusammen, das... Also Kombination aus Bauen und Schiessen ist vielleicht besser. Okay, und was macht ihr denn sonst noch an der Game Show, außer den Leuten zuschauen beim Spielen? Selber spielen. Also einer selber. Und gibt es sonst noch etwas außer Fortnite, wo man spielt? Battlefield zocken eigentlich noch. Also noch Battlefield. Sind ihr freiwillig da oder von wem sind ihr verschleppt worden? Freiwillig. Von wem? Sie von mir und ich bin freiwillig gekommen. Und was macht ihr jetzt so da? Rumlaufen, Sachen kaufen. Was denn für Sachen bestimmt? Es sind K-Pop-Sachen, ich Anime eher, aber auch halt Gamen und so. Also Gamen eher weniger, sondern sind nur zum Shoppen hier? Ja, eher. Aber auch mal, es ist das erste Mal da für mich und es ist mega schön, irgendwie auch wieder als so Leute zu sehen von anderen Conventions. Und, ja. Und du, was hat dich jetzt bis jetzt am meisten erstaunt an der Game Show? K-Pop. Das K-Pop selber? Ja. Und wie sind ihr jetzt auf die Game Show gekommen? Habt ihr einfach selber gefunden oder ist es euch weiterempfohlen worden? Ich bin so in einer Cosplay-Gruppe und die haben einfach gesagt, sie kommen hierher und nachher habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ist Gamen so anstrengend, dass man schon hinlegen muss? Ja, schon noch, ja. Was hat man denn heute schon alles gemacht, dass man so müde kann sein? VR hat man gemacht, Gamen, an vielen Plätzen. Und was hast du denn gegamed am meisten? CSGO. Wie kann man jetzt das Spiel beschreiben für jemanden, der das Spiel nicht kennt? Es ist ein Personenshooter und man muss Strategie finden mit seinen Kollegen zusammen. Das heisst, du würdest jetzt sagen, es ist ein Spiel, das man nur mit Kollegen spielen kann, oder kann man es auch allein spielen? Man kann es auch allein spielen, muss aber trotzdem für sich selber eine Strategie erfinden. Das heisst, jeder braucht eine eigene Strategie und trotzdem sollte man irgendwie zusammen spielen? Ja. Gibt es etwas Spezielles, wegen du da hingekommen bist? Nein, mein Kollege hat es mir mal empfohlen und dann bin ich halt mit ihm daher gekommen. Und was ist jetzt so dein erster Eindruck von der Game Show? Würdest du nächstes Jahr wieder gehen oder würdest du sagen, oh nein, kein Bock drauf? Ich würde schon kommen, ist halt geil. Du kannst einfach hinsitzen und gamen. Und was würdest du jetzt sagen, ist am geilsten bis jetzt, was wir heute machen können? Da im Mediamarkt Flugzeug fliegen. Und was hat man dann genau machen, Flugzeug fliegen? Ja? Was hat man genau machen? Einfach ein bisschen rumfliegen oder hat es einen Parcours gegeben? Also es hat so wie Lenkrad gehabt und nachher
Daheim habe ich das halt nicht und dann habe ich mit dem rumgespielt. Hat man sicher können landen oder hat es eine Bruchlandung gegeben? Bruchlandung. Was machen die genau an der Game Show, wenn wir das fragen? Einfach da sein. Also gibt es etwas Bestimmtes oder bist du einfach mal da, dass du da gewesen bist? Ja. Also du einfach zum Sagen, deinen Kollegen können sagen, ey, ich bin mal an der Game Show gewesen? Ja. Okay. Darum kommen wir an die Game Show. Ist es so interessant, den Leuten zuzuschauen beim Gamen? Ja. Was interessiert dich am meisten, dass du jetzt da unbedingt zuschauen musst? Weiß nicht. Wieso bist du denn sonst noch an der Game Show? Einfach zum Zuschauen, nur wie andere Leute spielen, oder spielst du ja selber? Ich spiele auch selber Fortnite. Einfach nur Fortnite? Ja. Kannst du mir einen Grund sagen, wieso ich anfangen mit Fortnite? Keine Ahnung, weil es fast alle spielen. Das heisst eigentlich, ich soll es spielen, weil einfach alle spielen? Ja. Okay, also das heisst, du bist ein Befürworter für Gruppenzwang? Ja. Wieso sind Sie hier an der Game Show? Ich tue meinen Sohn begleiten. Also Sie sind nicht freiwillig da? Oh, genau. Und wieso möchten Ihr Sohn unbedingt an die Game Show gehen? Wegen diesen Spielen hier. Fortnite. Wissen Sie, um was es in dem Spiel geht? Ja, es geht auch ein bisschen um Krieg oder ein bisschen Schiessen. Aber auch kindergerecht. Und finden Sie das okay, dass die heutige Jugend meistens so gewalttätige Spiele spielt? Nicht unbedingt. Also Sie sind eher dagegen? Ja. Und trotzdem gehen Sie mit Ihrem Sohn auf so ein Game Mess? Jawohl. Es entstehen ja auch Berufe daraus. Okay. Und jetzt sind wir eben hier schauen, was auch hinter den Kulissen ist von einem Spiel oder Spiel. Entwickeln, was alles dahinter ist. Aha, also Sie sind nicht nur wegen dem Spiel da, sondern auch um die Hintergeschichte von einem Spiel zu erfahren. Ja. Wieso sind Sie hier an der Game Show in Zürich? Ich bin hier, weil mich das Thema interessiert, weil ich habe keine Ahnung davon. Und ich dachte, ich komme mal vorbei und schau mal, was hier so abgeht. Also haben Sie irgendeinen Favorit, was Sie jetzt würden sagen, das habe ich schon irgendwie gekannt, oder ist das wirklich komplettes Neuland für Sie? Komplettes Neuland. Ich habe heute einen Artikel gelesen und dann habe ich so viele Namen entdeckt, die mir nichts sagen, und dachte ich, jetzt gehe ich einfach mal hier vorbei. Dann habe ich meinen Mann gefragt und jetzt sind wir hier. Also hat Sie sich ein bisschen mitgeschleppt? Ganz genau, ja. Ich habe spontan gesagt, wir haben keine Ahnung davon, aber wir wollen dann wissen, worum es hier überhaupt geht. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Scout, der uns rumführt und ein bisschen was erklärt. Also haben Sie heute schon ein bisschen etwas über das Thema Gaming gelernt? Ja, wir sind eben gerade gekommen und ich finde eben, es ist viel auch mit Ballerei und dass man versucht, alles, was man sportiv auf dem Bildschirm macht, fände ich schöner. Also würden Sie jetzt sagen, wenn die heutige Jugend ein Baller-Game spielt, dass sie das nachher auch im echten Leben sollen machen, oder wie? Sollen wir das verstehen? Nein, das so nicht. Ich sage nur, ich sehe viele Ballerspiele und das finde ich eigentlich nicht gut. Also Sie sind nicht so Befürworterin von Ballerspielen? Nein, eigentlich nicht, weil die Grenze zu dem, was dann auch in Realität passiert, ich weiß nicht, ob die alle das im Griff haben. Also, ich habe jetzt gerade ein Zeltchen gefressen. Ich bin eigentlich hier, weil es halt coole Sachen hat. Es hat Sachen, die man sonst nicht sehen kann. Vorspielen, Metro zum Beispiel, gerade da hinten. Oder das neue COD, wo ich es eigentlich nicht mehr kaufe, aber so zum Anspielen ist es gleich noch cool. Und man kann halt einfach so sich austauschen mit der Community, das ist halt einfach schon noch nice. So, das wäre es mit den Interviews von der Game Show. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Meinung bekommen, was wir zu denken. Ich kann jetzt nicht eine blöde Frage stellen, weil ich will die Leute nicht blöd darstellen. Ich will ja ihre ehrliche Meinung euch zeigen. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an den Nati, dass sie den ganzen Tag gefilmt hat. Und auch Joshua, der jetzt in der Kamera ist, danke, dass sie gefilmt haben. Sie werden beide unten verlinkt sein, beides nicht vergessen. Und der Vlog wird am Mittwoch online kommen, wahrscheinlich auch so gegen die 4 Uhr. Weil ich habe nur Interviews machen, ich kann eine Ankündigung und dann kommt der nächste Vlog. Das ist es.